Swiss German Storytime mit dem Thomas. Hoi miteinander! Wie geht's euch? Willkommen zu einem neuen Podcast auf Swiss German Storytime. Die heutige Geschichte ist wirklich ganz eine spannende Geschichte und ich empfehle euch auf eine Reise 150 Jahre zurück in die Vergangenheit, und zwar aufs Matterhorn, auf Zermatt, ins Wallis zu dieser Zeit. Und wir hören über die Erstbesteigung vom Matterhorn und wieso dass es einen Erfolg, aber auch eine riesige Tragödie gegeben hat. Viel Spaß! Tragödie am Matterhorn. Was ist passiert? Heute ist das Matterhorn einer der meistbestiegenen Berge in den Alpen. Lange Zeit aber hat man es nicht geschafft und das Matterhorn hat zusammen mit der Grand Chorras und L'Egheral als eines der letzten Herausforderungen der Alpen gegolten. Letztlich hat man es dann aber geschafft und am 14. Juli 1865 ist die Erstbesteigung gesehen, wofür man mit einem höheren Preis gezahlt hat. Es hat viele gegeben, die sich gewünscht haben, als Erste den Gipfel vom Matterhorn zu betreten. Es war wie ein Wettrennen, wer es als Erste schaffen will. Und zwei von ihnen sind besonders erfolgreich gewesen. Der Engländer Edward Whymper und der italienische Bergführer Jean-Antoine Carrel. Der Carrel ist vom Edward Whymper für einen neuen Versuch angeheuert worden, um über die italienische Seite aufzusteigen, weil sie dortmal als weniger schwierig gegolten hat. Das Problem ist aber dass der Carrel ein doppeltes Spiel gespielt hat und unbedingt einen italienischen Sieg wollte. Mit der Matterhorn-Premiere hat er für die Unabhängigkeit von Italien ein Zeichen setzen. Der Carrel ist also mit seinen italienischen Kollegen früher los und hat den Whymper im Stich gelassen. Der hat daraufhin in Zermatt den Lord Francis Douglas getroffen, der auch von einer Besteigung vom Matterhorn geträumt hat. Zudem haben sie die zwei Bergführer, Taugwalder, Vater und Sohn, beide mit dem Namen Peter, verpflichtet. Diese Vierergruppe hat geplant, die Besteigung von Zermatt aus in Angriff zu nehmen. Wo sie im Hotel Monta Rosa gewählt haben sich ihnen dann nochmal 3 Personen angeschlossen. Der Reverend Charles Hudson, ein erfolgreicher Bergsteiger, sowie sein Schützling, der Douglas Hadow, und ihren Führer, der Michel Cros. Am Schluss hat sich ein Bund zusammengewürfelte Seilschaften gegeben, wo sich aus diesen verschiedenen Umständen gebildet hat. Der Aufstieg ist reibungslos verlaufen und der Whymper und seine Seilschaft sind überrascht gesehen, dass es leichter und schneller gegangen ist als erwartet. Auf der italienischen Seite sind der Carrel und seine Leute langsamer vorangekommen. Sie haben nicht gedacht, dass von Zermatt her eine Konkurrenzgruppe unterwegs war. Der Whymper und seine Begleiter haben ca. 200 Meter oberhalb der heutigen Hörnli-Hütte übernachtet. Am Morgen vom 14. Juli sind sie weiter und weil sie keine grösseren Schwierigkeiten hatten, haben sie sich entschlossen, über die Nordwand zu gehen. Schliesslich war der Gipfel in Reichweite. In dem Moment hat sich der Whymper entsichert, um sicher zu gehen, dass er der Erste ist, der den Gipfel erreicht. Der Michel Cros ist ihm auf den Fersen gefolgt. Sie haben dann den Carrel und seine Gruppe auf der anderen Seite erblickt, wo noch unter dem Berggipfel gesehen sind. Die Italiener sind daraufhin umgekehrt, weil sie geschlagen worden sind. Die Männer sind etwa eine Stunde auf dem Gipfel geblieben, bevor sie sich einen Abstieg gemacht haben. Der Cros, Hadow, Hudson und der Douglas haben die erste Teilgruppe gebildet. Der Taugwalder Senior, sein Sohn und der Whymper, der noch Zeichnungen und Notizen machen wollte, sind in der zweiten Teilgruppe gesehen. Auf ein Blatt Papier, das er in eine Flasche gesteckt hat er seinen Namen und den Namen von allen Beteiligten geschrieben. Die Gruppe ist auf dem Abstieg gesehen, wo die Tragödie ihren traurigen Anfang genommen hat. Unglücklicherweise hat der Hadow einen Fehltritt gemacht und ist ausgerutscht. Er hat sich nicht mehr fangen und weil die Vierergruppe mit einem Seil verbunden war, hat der Hadow, der Cros, der Hudson und der Douglas mitgerissen. Der Sturz war fatal.
Die Dreiergruppe mit dem Wimper und den beiden Taugwalders sind mit einem kleinen Seil mit der ersten Gruppe verbunden gewesen. Das ist aber gerissen und sie mussten zuschauen, wie die 4 Männer in den Tod gestürzt sind. Die schockierten Überlebenden haben Zermatt erst nach einer weiteren Nacht in der Felswand erreicht. Nach dem Zwischenfall hat man nach Körperteilen gesucht, aber Lord Douglas seine Leiche ist nie gefunden worden. Der Wimper und die beiden Taugwalder, Senior und Junior, sind beschuldigt worden, das Seil durchgeschnitten zu haben. Und es ist sogar ein Gerichtsprozess gegen sie eingeleitet worden. Der hat aber keine schlüssigen Beweise ergeben und die 3 Männer sind freigesprochen worden. Die Katastrophe am Matterhorn hat einen grossen Skandal in ganz Europa verursacht. Die Erstbesteigung, die so tragisch geendet hat, gilt als das Ereignis, das das Ende vom goldenen Zeitalter vom Bergsteigen, die 1850 und 1860er Jahre, markiert. In dieser Zeit sind die meisten Gipfel über 4000 Meter zum ersten Mal bestiegen worden. So tragisch es auch war, hat es doch Zermatt zur internationalen Bekanntheit verholfen. Und das Matterhorn lockt seitdem viele Touristen ins wunderschöne Alpengebiet. Und einige von ihnen auch bis ganz auf den Gipfel. Wow, oder? Was für eine Geschichte. Also, die Erstbesteigung vom Matterhorn hat wirklich einen hohen Preis gekostet und leider sind 4 Männer dabei abgestürzt. Was für eine Tragödie. Ich habe die ganz genaue Geschichte auch nicht gewusst, aber beim Recherchieren bin ich noch ein bisschen auf mehr Sachen gestossen. Scheinbar ist es mit dem Gerichtsprozess, wo ja die Männer freigesprochen worden sind, noch nicht zu Ende gewesen. Es hat weiterhin Konflikt gegeben zwischen dem Wimper und den Taugwalders, dem Senior und dem Junior. Der Wimper hat den Taugwalder Senior weiterhin beschuldigt und in seiner Memoire geschrieben, dass der das Seil extra durchgeschnitten haben. Nach Taugwalder hat er das nicht gemacht. Er hätte am Wimper sein Leben gerettet. Und das ist natürlich eine Geschichte, die vor 150 Jahren passiert ist. Man hat Untersuchungen gemacht beim Mammut in der Schweiz, beim Sportartikelhersteller Klettersachen. Haben sie die Hanfseil getestet von dort mal und haben eigentlich können beweisen, dass da Hanfseil hat müssen reissen bei dem Gewicht von 4 Männern. Also das hätte ich gar nicht können heben. Und nach heutiger Erkenntnis wäre sogar ein dickeres Seil auch gerissen. Zudem also der Taugwalder Junior, dort mal vor 150 Jahren, der hat Nachkommen gehabt. Und heute ist der Matthias Taugwalder, also da ist ein Urenkel von dem Peter Taugwalder Junior, da wäre jetzt sein Urgroßvater im Prinzip, der hat die Geschichte wieder aufgearbeitet und wird auch die Seite oder die Ansicht von der Familie Taugwalder erzählen, weil die meisten Leute kennen nur im Wimper seine Seite der Geschichte. Und der Matthias Taugwalder möchte jetzt der Welt eigentlich auch erzählen oder ein bisschen mehr klarer machen, wie aus der Sicht vom Taugwalder Senior und Junior die ganze Story abgelaufen ist. Und das ist sehr, sehr interessant. Und wenn ihr mehr darüber erfahren wollt, ich habe euch ein paar Links in der Beschreibung. Schaut jetzt nach, es ist echt ein cooler Artikel auf SRF, also auf Swiss Info. Gibt es einen ganz guten Artikel mit Videos und Audios, wo auch heutige Bergsteiger dazu Stellung nimmt und sagt eben, ja, wie das aus der Sicht von einem Bergsteiger wäre, wieso dass man ziemlich sicher das Seil nicht extra durchschneidet in einem so einem Moment. Und es gibt auch ganz einen guten Doc-Film über die Erstbesteigung und da verlinke ich euch auch alles in der Beschreibung. Also falls ihr Lust habt, forscht doch noch ein bisschen nach, beschäftigt euch noch ein bisschen mehr mit der Geschichte. Und ja, dann wäre das schon alles. Ich hoffe, es euch hat gefallen und ich sehe euch beim nächsten Mal.